Also wir sind jetzt auf der Reykjanes-Halbinsel und da gibt es ein ganz nettes Geothermalgebiet, nämlich Krýsuvík, was vielleicht, wer schon im Osten bei Mývatn war, vielleicht nicht mehr ganz so spannend findet, aber insgesamt für alle, die in der Nähe vom Flughafen sind, gerne einen Besuch abstatten können, wer nicht so viel Zeit hat. Also es ist sehr verlockend, dass man reingreift. Darf man natürlich nicht. Hat vermutlich teilweise über 100 Grad. Don't do that. So, man hört es im Hintergrund, es bläst draußen und das macht es nicht besser für das, was wir jetzt vorhaben. Laura, was macht man? Ja, Motivation ist nicht mehr so da, aber wir hauen uns jetzt nur mal aufs Fahrrad und fahren wieder ein kleines Stückchen zu wieder einem coolen Ort, wo wir uns den Parkplatz sparen wollen. Es handelt sich um das Plane Wreck Sólheimasandur, also das bekannte Flugzeug Wrack. Hey, bring das Wort nicht raus. Wrack. Genau. Ja. Ja, da kostet der Parkplatz was, das sehen wir nicht ganz ein. Darum werden wir die Route mit dem Rad fahren und der Vorteil ist, man geht ja vom Parkplatz selber nur ziemlich ein Stückchen aussehen. Das ist auch ein Vorteil, wenn man das mit dem Fahrrad macht. Darum, ja, nehmen wir das Radl, aber wenn Gegenwind herrscht, hoffen wir, dass das Ganze nicht allzu anstrengend wird. Wir schaffen das! Bergauf gegen den Wind. Ja, Laura, warum ist super, dass wir mit dem Radl sind? Weil es insgesamt 7 Kilometer zum Gehen sind zu dem Plane Wreck. Und wir das jetzt einfach gemütlich radeln. Hoffentlich nicht bergauf. Also, ich bin da jetzt im Sólheimasandur Plane Wreck. Es ist sehr windig, es ist kalt mittlerweile. Man sieht da nach oben, die Decke stürzt quasi ein. Jeden, den ihr seht, der da quasi versucht, oben irgendwelche Fotos vom Dach zu machen, ist gröber angerannt, würde ich sagen. Es ist ziemlich gefährlich, darum machen wir das nicht. Was man aber machen kann, ist, dass man sich auf die Flügel draufstellt, die schaut noch halbwegs stabil aus und man wird nicht so weit nach unten fallen. Was man auf jeden Fall beachten sollte, ist 3 Kilometer Fußmarsch pro Richtung und in windigen, kalten Temperaturen kann das schon mal sehr gefährlich werden. Es sind auch schon Leute gestorben. Darum, wer das machen möchte, sollte da sehr vorsichtig sein. Und wie immer, Fahrrad in dem Fall hilfreich. Während wir jetzt zurückradeln, gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen von oben. Laura, warum sind da alle Leute? So Papagei-Taucher. Wie ist das, was da fliegt, sind das wusste ich nicht.
Also für alle Tiroler ist der südlichste Punkt Islands. Eigentlich ist die Attraktion eine Landbrücke. Was ist jetzt mit diesem Loch? Eigentlich ist ja die Attraktion die Landbrücke. Ganz im Süden aussehen, wo drunter quasi ein Loch drunter ist. Da ist witzigerweise, Fun Fact, schon mal ein Flugzeug durchgeflogen. Aber trotzdem ist die beste Attraktion offenbar begleitet am Tag. Schauen Sie den Test jetzt aber trotzdem noch an. Also hinter uns sieht man den bekannten Reynisfahrer Beach. Da sind wir jetzt nicht, da es uns ein bisschen zu teuer ist und wir solche Strände schon öfter mal gesehen haben. Aber ist gar nicht weit und diese Five Fingers kann man auch von da aus sehen. Mittlerweile kann man bei Tirolais auf 2 verschiedene Parkplätze fahren. Der obere, der früher nur mit 4x4 Geländewagen oder zum Wandern zugänglich war, ist jetzt auch schon begehbar, was sehr schön ist. Befahrbar, danke. Und man sieht das auch an die Anzahl der Touristen. Wir haben gerade halt einen Parkplatz gekriegt, also in der Hauptsaison sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind jetzt beim unteren und da sieht man nur besser in die Richtung, wo der Reynisfjara Beach ist, der bekannte Black Sand Beach, wo auch die Reynisdrangar, also die Finger von Vik, sichtbar sind. Der Strand da unten ist komplett geschlossen, da es gefährlich ist, wie man auf unseren Karten sieht. Wie auch auf dem Black Sand Beach gibt es da die sogenannten Sticker Waves, die harmlos ausschauen und plötzlich aber extrem weit auf den Strand gehen, eine immense Strömung haben und schon viele Leute quasi mitgezogen haben, die das leider nicht überlebt haben. Der Strand ist gesperrt, vielleicht besser so.